dir das doch mal an hier. Nee, ist denn sowas zu glauben? Also nein, jeden Morgen dasselbe. Um Gottes Willen, was ist denn, Frau Käselau? Schon wieder die Milch verschwunden. Verschwunden? Geklaut ist sie. Gemein und hinterlistig geklaut. Junge, Junge, wenn ich diesen Halunken zu fassen krieg. August! August! Also den rührt das überhaupt nicht. Das sage ich dir. Wenn ich heute Morgen wieder kein Frühstück kriege, dann werde ich aber ungemütlich. Das merkt ihr. Ach nee, ach du bist ungemütlich. Na, du sollst doch mal lieber rauskriegen, wer dieser Halunke ist, der dir jeden Morgen dein Frühstücksgebiet. Was denn ich? Steh du doch früher auf. Wenn du, egal wie ich bis in den Puppen im Bett liegst, wirst du nie rauskriegen, wer deine Milch und Rundstücken klaut. Ich soll früher aufstehen und du? Bei mir ist das ganz was anderes. Ich muss meinen Schlaf ausnutzen, dass ich nachher zur Arbeit frisch bin. Und schließlich ist das ja auch deine Milch. Meine Milch. Bist du nicht mit mir verheiratet? Leider. Und darum verlange ich nur mein Frühstück. Himmel, Kreuz und Kuckuck, das Ding hier bringt mich noch unter die Erde. So ein Shit-Ding. Haben Sie das gehört? Der verlangt sein Frühstück, also sowas habe ich gern. Anstatt nur alles auf den Kopf zu stellen, dass wir diesen Kerl endlich zu fassen kriegen, da verlangt er sein Frühstück. Ja, ja, so sind die Mannsleute. Gar nicht erst sich sowas an den Hals holen. Das ist das Beste. Das sehen Sie ja an mir. Ich bin glücklich und zufrieden. Was ist das bloß wieder für ein Spektakel? An helllichten Morgen ist die Milch schon wieder verschwunden. Ja, ist sie. Oh Mann, habe ich eine Wut. Na, wissen Sie denn überhaupt, ob der Milchmann noch welche gebracht Ja, hat? natürlich weiß ich das. Ich bin doch extra hingewiesen zu ihm und auch zum Bäcker. Und beide haben jeden Morgen ihre Ware abgeliefert. Da soll nur einer drauf schlau werden, wer die denn immer mitgehen lässt. An Ihrer Stelle würde ich mich mal auf die Lauer legen. Legen Sie sich mal auf die Lauer, wenn Sie noch schlafen. Denn müssen Sie Ihre Milch und Rundstücke immer umsonst bezahlen, wenn das so weitergeht. Haben Sie denn gar keinen Verdacht? Verdacht. Mit Zutrauen kann man das doch jeden hier in diesem Haus. Das ist hier doch so... Oh, Sie sind doch nicht damit gemeint. Aber hier. Mein geheimnisvoller, möblierter Herr. Was meinen Sie dazu? Ja, sagen Sie mal, was treibt der Mensch eigentlich? Die meiste Zeit sitzt er doch hier in seiner Bude. Also Bude ist ja wohl nicht der richtige Ausdruck, nicht? Das ist ein tadellos möbliertes Zimmer. Aber Sie haben recht. Ich glaube, einen richtigen Bahnchen hat er gar nicht. Jeden Morgen geht er ganz früh weg. Kommt so meistens um 8 wieder, bleibt den ganzen Tag zu Hause und schließt sich ein. Nee, doch. Ja. Da ist bestimmt was faul. Ja. Bezahlt er denn seine Miete pünktlich? Ja, das allerdings. Doch, ja, die 14 Tage, wo er hier wohnt, habe ich jeden Sonntag mein Geld gekriegt. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja bloß zuerst so, nicht? Bestimmt. Ich kenne diese Sorte von Mannsbildern. Der will sie erst bloß sicher machen. Wo soll er wohl bei Geld kommen, wenn er bald den ganzen Tag zu Hause sitzt? Ich hätte ja zu gern gewusst, was mit ihm los ist. Wieso? Seit er hier wohnt, ist mein Mariechen ganz verändert. Nee. Ja, gestern hat sie mir erzählt, er hat sie angesprochen. Er will mit ihr ausgehen. Sehen Sie, da haben wir das. Wunder, dass Mariechen das erzählt. Ich habe nämlich gestern zufällig hinter der Tür gestanden, als die beiden miteinander geschnackt haben. Na, ich kann sie bloß warnen. Das scheint mir so ein richtiger Casanova zu sein. Na, ich habe ihr natürlich auch verboten, mit ihm zu gehen. Das ist sehr richtig. Wer weiß, was der mit ihr vorhat, der geht mit ihr los. da ist sie da. Komm doch endlich. Ja, Kind. Wir haben gerade von dir geschnackt, Mariechen. Hoffentlich haben Sie noch ein gutes Haar an mir gelassen. Hältst du deinen frechen Mund, dummes Ding? Wenn man rauskommt, sagt man erst mal Guten Morgen. Guten Morgen. Ach, das ist ja nicht so wichtig, ne? Sicher hat sie ja ganz was anderes in den Kopf zu nehmen. Zum Beispiel, was sie heute Abend anzieht, wenn sie mit Herrn Kolbe ausgeht, ne? Ach, haben Sie da auch schon wieder Ihre Nase zwischen? Sag mal, du bist wohl nicht mehr ganz weit groß. Nur mach, dass du reinkommst. Also sowas. Nee, die deren wird von Tag zu Tag frecher. Ja, die jungen Dinger heutzutage, man soll das nicht für möglich halten. Sie nehmen das doch hoffentlich nicht übel, Fräulein Briesemann. Also ich gehe noch in die Luft, wenn ich nicht gleich mein Frühstück kriege. Sag mal, was ist denn das für eine Schlamperei? Du schluderst hier rum und ich krieg für Hunger meinen Kragen nicht zu. Mach das doch mal dicht, das Ding doch. Sag mal, was quakst du hier denn rum? Du weißt doch selber, dass die Milch und die Rundstücke... Naja, das Himmel, dass man nichts anderes frühstücken könnte als Milch und Rundstücken. Du sollst mich nicht abmurksen und den Kram zu machen. Oh, ist ja schon fertig. Jetzt habe ich keine Zeit mehr.
Nee, auch doch so ein Mannsvolk. Gut, dass ich keinen Kerl am Hals habe. Das mögen Sie wohl sagen. Oh Gott, ich muss ja sagen, mit meinem seligen Rudolf bin ich gut ausgekommen. Ja, er war wirklich ein guter Mann. Und gerade der muss denn so früh sterben. Ja, ist ja immer so, ne? Die Besten gehen immer zu früh. Und mit den anderen, da kann sich dein ganzes Leben lang abzahlen. Was soll denn das heißen? Oh. Willst doch gern los sein. Aber au Gott. Ja, du quatsch nicht lange und gib mir ein bisschen Geld. Geld? Wofür brauchst du denn Dass Geld? ich mir was zum Frühstück kaufen kann. Wie komme ich denn dazu? Hast doch selber Geld. Na, warte mal. Komm du mir mal wieder und willst einen neuen Hut haben, so wie Mutter Wolf, mit Blumen und Feder. Du hättest einen Uhlsegen. Moin. Hat man Töne, was sich so ein Mann alles rausnimmt. Ja, ne? ne? Und von wegen so einen Hut wie Sie haben. Wo ich mir nie das kaufe, was andere schon haben, ne? Eben, ich habe Ihren Hut doch schon gesehen. Der ist doch ganz anders als Frau Wolf ihrer. Frau Wolf hat eine blaue Blume und Sie eine rote. Joachim hat mir ja vor... Joachim. Ach nee, wer ist das denn? Joachim? Ne. Ach, den kennen Sie nicht? Ja, das ist doch ein Verwandter von mir, ja. Oh, ein Cousin, was? Ja, ganz recht, ein Cousin. Und wir sind nur ganz davon abgekommen. Von Ihren Milch- und Grundstückdieb. Wie war das, Frau Käselau? Ihren Einlogierer haben Sie in Verdacht? Heute Morgen zum Beispiel ist der schon wieder ganz früh weg. Tja, der kann Sie doch mitgenommen haben, ne? Trauen kann man keinen Menschen. Und wenn er auch noch so nett aussieht. Ja, nett aussehen tut er ja, das muss man sagen. Aber da kann man gar nichts aufgeben. Da haben Sie recht, Frau Wolf. Haben Sie denn noch nie nicht in seinem Zimmer rumgeschnippelt oder so? Mann, der schließt doch immer zu, wenn er weggeht. Nö. Ja. Und überhaupt schnüffel ich nicht bei anderen Leuten rum, ne? Na, nun tun Sie mal nicht so. Ja, und wenn sich das darum handelt, einen Verbrecher auf die Spur zu kommen. Na, was ist denn? Kaputt gekommen. Ach Gott, der Maiob. Also, jedes Mal, wenn er mich sieht, hält er mich an wegen der lächerlichen Miete. Ach, dann lass uns mal von was anderem reden jetzt. Ja. Ja, wenn das Wetter so bleibt, dann kriegen wir wohl keinen Regen mehr. Sicher nicht. Nee. Morgen, schöne Frauen. Morgen, Herr Krawutke. Na, spielt unser guter Hauswirt mal Kellner? Wo wollen Sie denn damit hin? Ach, ich bring den alten Wim immer was zu essen raus. Man muss sich doch ein bisschen um ihn kümmern auf seine alten Tage, ne? Oh Gott, ja, der alte Wim hat sogar keinen Menschen, der sich mal um ihn kümmert, ne? Na eben. Und das kann man ja auch schließlich gern für ihn tun. Früher, als er noch geschneidert hat, da hat er mir auch manches Mal die Hose umsonst geflickt oder einen Knopf angenäht. Ja, kann ich ihm ja nur auch ein bisschen Gutes für tun, ne? Aber was ich Sie noch fragen wollte, Frau Käselau, wie ist das mit der Miete, was? Miete, natürlich, Herr Krawutke, ja. Naja, ich meine ja die vom vorigen Monat, ne? Das wäre doch nur wirklich mal Zeit. Wir haben nur bei den 15. Das ist ja eigentlich schon der letzte Termin für diesen Monat. Oh Gott, Herr Krawutke, das haben Sie mir schon so oft erzählt. Ja, aber geholfen hat das immer noch nicht. Ich meine, Ordnung muss noch sein, ne? Naja, nichts für ungut, Oh, ne? aber nee, Herr Krawutke, wir verstehen uns doch, ne? Naja, dann will ich jetzt mal rauf. Wim wartet wohl schon. Ja. Was sagen Sie nun bloß dazu? Hm? Ja, der läuft doch schon ein paar Wochen morgens, mittags und abends darauf mit Essen. Na eben, das ist doch die reinste Erbschleicherei. Erbschleicherei. Na ja, meinen Sie, der tut das umsonst? Der weiß doch, dass der Olle Wim bald abkratzt. Hält er sich noch fix ran bei ihm. Und Verwandte sind nicht da. Und so sieht er natürlich zu, dass der Alte ihm das Geld vermacht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so ein Schneider allzu viel Moneten gespart haben kann. Haben Sie keine Ahnung, der hat doch so viel, der hat das ganze letzten Jahr die Groschen und Marks immer nur so zusammengerafft. Meinen Sie, was der alles hinter der Hand hat? Und das hat er alles in eine von seinen Kommoden eingeschlossen. Ich weiß bloß nicht in welcher. Ich wollte ihn schon mal aushorchen, aber er sagt nichts nach. Na, Krawutke, der will das schon wissen. Wer weiß, vielleicht hat er auch schon mal was mitgehen lassen. Merkt der Alte doch nicht. Ja, natürlich. Ja, wieso? Meinen Sie, sonst bringt er immer so einen Pott Kaffee darauf und all die Rundstücken? Der weiß doch ganz genau...
Augenblick mal, von wegen Rundstück? Ja, wie wäre das, wenn der jeden Morgen meine Rundstücke darauf bringt? Ja, kostet ihn denn noch nichts. Ja, das ist auch wahr. Krawutke kriegt doch selber immer seine Rundstücke und Milch. Und zufällig habe ich gehört, dass er für Wim extra ein paar mehr bestellt hat. Ja, das ist doch gar nichts, das ist auch gar nichts. Ich muss ja sagen, ich habe ja auch eigentlich mehr Ihren möblierten Herrn, den Kolbe, im Verdacht. Der ist mir doch ein bisschen... Er kommt. Wer denn? Krawutke? Die Kolbe. Was? Aus Wim seiner Wohnung. Aus Wim seiner Wohnung? Ja, nun lass mich doch mal. Ja, Tatsächlich. Nachtigall, ich höre dich krapsen. Hallo! Ja, wunderschönen guten Morgen, die Damen. Morgen, Herr Kolbe. Na, haben Sie ein Sonnenbad genommen? Auf dem Boden, dass Sie von oben kommen? Nee, bloß ein Brausebad unter der Dachrinne. So. Ach, Herr Kolbe, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich schon gefrühstückt? Gefrühstückt? Ja, aber natürlich. Einen ganzen Haufen knuspriger Rundstücke mit einer feinen Flasche Milch dazu. Knusprige. Wo haben Sie das denn her? Woher? Ach ja, die Milch, die hole ich vom Kohlenhändler und die Rundstücke vom Finanzamt. Na, warte, den werden wir noch kriegen. Was er wohl unter dem Tuch hatte, ja, dasselbe wollte ich auch gerade fragen. das sah mir sehr verdächtig aus. Vielleicht Wim seine Geldkassette. Man müsste wirklich mal in seinem Zimmer nachgucken. Schon wegen unserer eigenen Sicherheit. Wer weiß, mit was für Banditen man unter einem Dach wohnt. Also ich muss doch noch irgendwo einen zweiten Schlüssel haben zu seinem Zimmer. Den suche ich. Und wenn ich den gefunden habe, dann sage ich Bescheid. Dann kann ich doch mal bei. Ja, das Ach, Mutter, ich muss noch Geld haben. Ach ja, natürlich Geld. Immer Geld. Augenblick, Moment, der. Na, ist das hier, nicht? Hallo, Fräulein Mariechen. Wollen Sie auch gerade runter? Ja, ich muss einkaufen. Soll ich für Sie was mitbringen? Oh, das wäre nett von Ihnen. Ja, ich wollte gerne ein paar Zigaretten haben. Bitte. Danke. Na, wie ist? Haben Sie schon mit Ihrer Mutter gesprochen wegen heute Abend? Ja, sie ist da noch nicht so richtig mit einverstanden, aber ich krieg sie bestimmt noch rum. Fein. Oh, ich freue mich da schon den ganzen Morgen drauf. Zuerst, da gehen wir so ein bisschen zum Tanzen. Und dann in so ein kleines Café, so ein bisschen schummerig. Und dann, ja, nach Hause gehen wir dann noch lange nicht. Mariechen schämt sich wohl gar nicht, hier rumzukichern mit einem fremden Mann. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Meine liebe Frau Ach, Kieseler. lassen Sie doch mal riechen. Wenn einer Sie so dämlich von hinten anquatscht, müssen Sie immer denken, rutsch mir mal den Puckel runter. Mariechen, hier kommst du her. Und Herrn Kolbe kannst auch gleich bestellen, dass es mit dem Ausgehen nichts wird. Muss sich der andere suchen. Aber Mutter, Ruhig bist Ja, du. aber Frau Wulff, das verstehe ich nun wirklich nicht. Warum um alles in der Welt darf Ihre Tochter nicht mal mit mir zum Tanzen gehen? Und dann ein schummeriges Café und dann noch lange nicht nach Hause. Nee. Ach, guck mal an. Haben Sie auch alles richtig mitgekriegt? Naja, Sie sind ja wohl gut trainiert auf Horchen und Lauschen. Das ist eine Frechheit, Herr. Kolbe. Ganz einfach Kolbe. Och Sie, wer sind Sie denn überhaupt? Sitzen den ganzen Tag zu Hause. Das kommt mir sehr verdächtig vor. Darüber zerbrechen Sie sich mal nicht Ihren ulkigen Kopf, Fräulein. Sie? Sollte das eine Beleidigung sein? Nicht doch, nicht doch. Eine Schmeichelei natürlich. So was. Was sagen Sie nun? Mit dem Kerl, das stimmt was nicht. Haben Sie gemerkt, wie er sich schnell verdrückt hat, als Sie davon anfingen, was er eigentlich vorstellt? Herr Kolbe hat gar nicht nötig, sich vor Ihnen zu drücken. Er wollte sich nur nicht noch länger mit Ihnen rumpöbeln. Hast du schon wieder deinen frechen Rappel in Gang? Nun mach, dass du was zu Mittag geholt kriegst. Und das ein bisschen Dalli. Okay. Bei Petersen musst du anschreiben lassen. Bis Freitag, sagst du, nicht? Damit ich meine Küche ein bisschen in Ordnung kriege, nicht? Ach ja, ich bin auch noch zu gar nichts gekommen. Man hat ja auch immer so viel nebenbei zu klödern, ne? Die soll ihre Tochter auch ein bisschen besser zurechtstuben. Das Girl wird ja frech. Ja, und eben mit Kolbe, was hatte die da zu tuscheln und zu kichern? Die wird eben jetzt 20, da fängt die schon mit Kerls an. Eine Schande ist das. Und die Mutter hat genauso viel Schuld. Nee, als ich noch jung war. Mir sind die Männer auch haufenweise nachgelaufen.
Na, schöne Frau, noch immer hier? Ja, wie Sie sehen. Na, wie haben Wim denn die Rundstücke geschmeckt? Hat er sich schon alle auf? Ach ja, guten Appetit hat er ja noch immer. Aber ich glaube doch, lange macht er das nicht mehr. Was Sie nicht sagen. Ja, er fühlte sich heute wieder bös elend. Naja, von der Welt müssen wir ja alle mal, da geht kein Weg dran vorbei, das ist ja nun mal so. Ja, ist das wohl. Och, der arme Wim. War so ein netten Mensch, ne? Hat er eigentlich schon sein Testament gemacht? Testament? Wieso ein Testament? Na, all das Geld, das muss doch einer erben. Ich höre immer Geld. Wie soll der Wim bei Geld kommen? Die paar Pfennige, die er hat, die zählen doch gar nicht. Oh, wenn sich doch mal nicht versehen, der hat doch eine ganze Kommode voll. Kommode? Ja, von nun tun Sie doch nicht so. Wir wissen doch Bescheid. Aha. Naja, dann halten Sie sich mal dran bei ihm. Vielleicht vermacht er Ihnen ja die Kommode mit dem Geld. Ja, das heißt, einen so einen kleinen Schrank hat er mir ja schon versprochen. Und wenn er vielleicht sein Geld da drin hat, ja, dann ist das ja natürlich meins, nicht? Aber ich glaube da nicht dran. Das Einzige, was da drin ist, sind Holzwürmer. Und wenn Sie da scharf drauf sind, dann können Sie sie kriegen, ja. Der hat das Geld schon rechtzeitig beiseite gebracht, was? Und er weiß tatsächlich nichts davon. Und unser Herr Kolbe hat sich das schon geschadert. Mensch, dass ich da nicht an gedacht habe. Was denn? Schade. Wir hätten Krawutke fragen können, was Kolbe da oben wollte. Ja, das ist auch... Ist ja nicht noch der Augenblick. Hallo? Oh Gott. Was kommt denn da für ein Gestell die Treppe rauf? Guten Morgen, die Damen. Was war denn das für ein komischer Kauz? Der sah ja aus, als ob er aus dem Panoptikum aussieht. Ja, tatsächlich. Dass sowas überhaupt frei rumlaufen darf. Aber wo ist der überhaupt hingegangen? Oh, ich glaube, der hat sich da oben auf die Treppe gesetzt. Oh, nee, auf doch, was es für Menschen gibt. Ich muss nur rein, sonst fliegt er. Nein, Mensch, wollen wir ihn denn da oben so sitzen lassen? Klar. Nein. Lass ihn sitzen, bis er schwarz wird. Oh, nein. Marvin, lass ihn da sitzen, solange er Lust hat. Also der sitzt da, als wenn er Eier legen wollte. Ja, Liebling, ist die Luft rein? Komm fix. Habe ich das nicht fein gemacht? Rein mit dir. Rein mit dir. Aber Bertha... Das Neueste. Die Bliesematsche hat geliebt. Was? Ja, eben sind sie rein. Sieht aus wie so ein Klammergespenst. Das ist ja allerhand die Bliesematsche. Also eben haben wir hier noch geklötigt. Da kommt der die Treppe rauf, geht vorbei, tut so, als wenn er sie gar nicht kennt und geht nach oben. Und sie kriegt das mit Mappa nicht hin. Das fiel mir natürlich auf. Habe ich mich schnell hinter die Tür gestellt und aufgepasst. Und richtig ruft sie ihn nicht. Joachim! Und nimmt ihn mit rein. Was soll es nicht für möglich halten? Also sicher ist dieser Joachim doch ihr angeblicher Cousin, von dem sie vorhin erzählt hat, nicht? Na klar ist er das. Ich hatte schon vorher so einen Riecher. Ich wollte mal bloß nichts sagen. Nee, so eine Schießbudenfigur. Auf den anderen kriegt die doch nicht mehr.
Na, und das Schönste ist, sie tut immer so scheinheilig, nicht? Pumpt sich auf über andere Leute, nicht? Und zieht über andere her. Ach ja, ich hasse ja auch nichts mehr, als wenn einer hinter den anderen seinen Rücken so über ihn herzieht, nicht? Was ich noch sagen wollte, haben Sie den Schlüssel schon gesucht? Nee, was für ein Schlüssel? Ach, vom Kolbe! Ja. Den geh ich gleich rein. Wenn ich ihn gefunden habe, sag ich Bescheid. Oh, die Blüte, Mann. Also sowas, wenn Was ist denn nun schon wieder? Nix heute. Ja, du, was willst du denn? Ich wollte Herrn Kolbe bloß die Zigaretten bringen. Ach so, na die gib mal her. Ich lang sie ihm schon rein, ne? Ah, Fräulein Mariechen, sind Sie schon wieder da? Das ging ja schnell. Dankeschön. Oh, nichts zu danken. Ja, bitte, Frau Käseler. Ja, nur ist gut, Frau Käseler. Na? Na? Haben Sie noch was auf dem Herzen? Ja, ich weiß noch immer nicht Bescheid, wie das nur ist mit heute Abend. Wenn meine Mutter das nun mal nicht will, was soll ich denn machen? Ich glaube, Ihre Mutter hat was gegen mich. Hm? Ja. Sie glaubt, das stimmt was nicht. Sie sagt, Sie gehen nie zur Arbeit und trotzdem haben Sie immer Geld. Als wenn man, um zu arbeiten, aus dem Haus gehen muss. Das habe ich ja auch gesagt. Aber Freund Bliesemann und Frau Kieseler haben meiner Mutter ja so den Kopf verdreht, dass sie in ihren Augen Gott weiß, was für ein Verbrecher sind. Oh, diese Klatschweiber. Mariechen, hier stehst du rum und ich warte auf dich. Nun geh mal fix rein hier. Ich habe an Kolbe doch bloß die Zigaretten gegeben, die Sie mitgebracht haben. Ja, nun geh mal rein. Und Sie, Herr Kolbe, dass Sie heute Abend nicht vergebens warten. Mariechen bleibt zu Hause. Ja, aber Frau Wolfner, hören Sie doch mal zu, das ist doch... Man ist so jung. Kein Mucks. Aber bester Herr, was habe ich Ihnen denn getan? Gar nichts. Also, herrlich. Einfach herrlich. Aber bitte, lieber Herr Räuber, lassen Sie mich doch gehen. Sie sollen auch einmal ein Geld von mir haben. Geld? Ja. Aber was spricht denn vom Geld, Mann? Ach, Sie wollen, ach so, Sie wollen... Weglaufen dürfen Sie aber auch nicht. Ach, bitte, 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 wollen Sie denn, ihr armen alten Frührentner hier, was wollen Sie denn überhaupt? Ihren Kopf! Mein Kopf? Ihren herrlichen Kopf! Den wollen Sie... Das ist ein Prachtexemplar, ist ja da. Aber was wollen Sie denn bloß von mir? Herr, wie Sie meinen Ihren schönen Kopf abhacken? Mein Kopf? Nein, aber nicht doch. Sehe ich denn so aus? Nein, ich möchte Sie doch nur malen. Was, wieso? Sie wollen mich anmalen hier? Nein. Abmalen. Endlich habe ich den Charakterkopf gefunden. Oh. Das wird ja ein Bild. Wie heißen Sie? Wim. Schneidermeister Wim. Schneidermeister Wim. Ja. Großartig. Und Sie wohnen hier in diesem Haus? Ja, aber Sie wollen mir doch wohl nichts tun. Ach, wie wo denn? Bloß malen? Bloß malen. Ja, das will ich aber nicht. Denn suchen Sie sich mal einen anderen Kopf zum Anmalen. Einen anderen Kopf, das ist das doch klar. Wochenlang bin ich schon auf der Suche und habe keinen gefunden. Und auf einmal standen Sie vor mir. Was von wegen, ich stand vor Ihnen.
Ja, die ganze hinterlistig sind Sie von hinten über mich hergefallen. Was haben Sie sich überhaupt hier zu verkriechen? Ach, also dafür habe ich meine Gründe. Ja, ich wollte meinen Freund besuchen, einen Herrn Kolbe. So? Ja, vielleicht kennen Sie ihn ja nicht. Sind hier bei Käselau. Naja, das ist ja auch Nebensache. Ja. Aber als Sie denn hier herunterkamen und ich Ihren Charakterkopf sah, also das gab mir dann doch einen Stich. Ja, das habe ich bemerkt, dass Sie einen Stich haben. Aber lassen Sie mich doch gehen, meinen Kopf kriegen Sie sowieso nicht. Beste, lieber Herr Wim, Sie sind meine letzte Rettung. In 4 Wochen ist schon die Ausstellung. Und bis dahin muss das Bild fertig sein. Lassen Sie mich doch zufrieden. Ich habe keine Zeit für solchen Kram. Herr Wim, nun schmeißen Sie doch das Geld nicht zum Fenster heraus. Sie bekommen doch jede Minute, die Sie bei mir absitzen, bezahlt. Sie brauchen dann nur so still unter sich weg hinzusitzen. Ja. Abgemacht? Ja, wenn das so ist, dann kann ich ja nicht Nein sagen. Nicht? Aber Sie dürfen nicht zu mir hier oben raufkommen. Nicht? Oh, überwahre. Ich habe doch mein Atelier. Ja? Übrigens, mein Name ist Mücke. Ach nee. Ja. Ja, Mücke, ja. Und hier ist meine Adresse. Sagen Sie, Tatsächlich, sagen Sie, Herr Wim, sagen Sie, könnten wir nicht schon heute anfangen mit dem... Ja, von mir aus gerne, nicht? Schön. Dann sagen wir, dann sind Sie so um 4 Uhr bei mir. Ja, nee, das geht nicht. Da um 4 Uhr, da habe ich noch bin ich noch woanders beschäftigt, nicht? Aber um 5, da passt mir das denn. Schön, ja. Schön, Herr Wim. Dann sagen wir um 5 bei mir. Ja. Und Angst brauchen Sie nicht zu haben. Nee. Das tut nicht weh. Nee, das weiß ich. Ja. Na, Tick, du bist... Tja, Schwein muss der Mensch haben. Tja, mal los. Man kann doch nicht so lesen. Was wollen Sie denn? Ach, Verzeihung, schöne Frau. Wohnt bei Ihnen vielleicht ein Herr Kolbe? Na, das haben Sie ja eben gelesen, ne? So, was wollen Sie denn von Herrn Kolbe? Der hat noch nie Besuch gekriegt, solange er bei mir wohnt. So, nicht? Na, dann wird es ja mal höchste Zeit, nicht? Ja, dann... Aber ich will ihn gar nicht besuchen. Was sagen Sie nun? Nicht? Ja, was wollen Sie denn von ihm? Na, hören Sie mal, was geht Sie denn das? Na schön. Ich bin Vertreter für senkrechten Flohhafer. Für senkrechten Flohhafer. Kennen Sie nicht, was? Nee. Nee. Ja, dann wird das mal höchste Zeit, dass Sie den kennenlernen. Lassen Sie mich mal rein. Nein, hier drin gibt es das nicht, Sie. Ja, dann müssen Sie Herrn Kolbe schon raus. Ja gut, aber kommen Sie mir nicht mit dem Kram hier rein, Sie. Nein, ganz bestimmt. Frau Käse, da haben Sie sich doch sicher verhört. Ach was, ich will doch kein Hafer. Mücke. Also, Herr Mücke, Sie wollen mir Hafer verkaufen. Allerdings. Senkrechten Flohhafer. Bitte, dann kommen Sie auch rein in mein Zimmer. Lassen Sie doch, Herr Kolbe, das können wir ja auch hier draußen besprechen. Ja, Na schön. Ja, Sie dürfen nun wieder reingehen, Frau Käseler. Ja, machen Sie die Tür fest zu. Wenn Sie nachher senkrechte Flöhe haben, da hast du dir eine Logienmutter ausgesucht, das kann ich Ja, dir das sagen. sagen wir. Aber was willst du denn hier? Ist das nicht in Ordnung? Ja, so ganz allerdings nicht. Ja, nur red doch, Mensch. Olga? Olga, ja. Sie weiß, wo du bist. Oh, du heiliger Klabauter, man muss es aus. Nun habe ich mir so eine feine, verrufene Gegend ausgesucht. In das wackeligste Haus bin ich gezogen. Leb hier unter falschen Namen. Bloß, dass Olga nicht auf meine Spur kommt. Und nun weiß ich es doch. Aber Freden, nimm das doch nicht so tragisch. Ah, dann habe ich doch wieder keine Ruhe zum Arbeiten. Nun wird sie mir doch immer wieder auf die Bude rücken. Und ich habe ihr doch deutlich genug klargemacht, dass es aus ist zwischen uns. Sag mal, wie ist sie eigentlich dahinter gekommen, dass ich hier wohne? Ja, Fred, weißt du, das ist so, weißt du,
Wenn Olga einen so tief in die Augen sieht, so ganz tief, weißt du, dann kann man einfach nicht mehr an sich halten. Also das musst du doch verstehen. Ach so, du also. Du hast dir das verraten. Ach, Fred, du weißt doch nicht, wie sie mir zugesetzt hat. Und ich hab doch nun mal so ein weiches Herz. Oh, du bist mir ein schöner Freund. Ja, das bin ich auch, du. Ebenso gut hätte ich ja nicht herzukommen brauchen, um dich zu warnen. Ja, dann wärst du aber aus allen Wolken gefallen, wenn Olga hier plötzlich aufgetaucht wäre. Ja, was soll ich nun machen? Lass Olga doch erst mal hier sein. Ach was, dann geht doch der ganze Krach wieder von vorne los. Nee, dann hätte ich ja in meiner Wohnung bleiben können. Ja, dann zieh doch da wieder hin. Hier ist das doch sowieso kein Arbeiten nicht. Nee, lass mal, Mücke. Du, ich weiß schon, was ich mache. Ich brauche ihr ja bloß die Wahrheit zu sagen. Ihr klar machen, dass da eine andere ist. Eine andere? Wirklich, Fred? Und diesmal ist es ernst, du. Mensch, du, ich werd verrückt. Eine andere. Und so schnell. Du, sag mal, wie heißt sie? Wo wohnt sie? Und wie sieht sie aus? Sie heißt Mariechen, wohnt hier nebenan und sieht aus wie ein kleiner Engel. Ach du, ich könnte dich umarmen, Komm, du bleib mir zum Hals, du. Naja, also nun ist Olga tatsächlich und wirklich frei. Aber Mücke, Olga war doch schon immer frei, das weißt du doch. Sie hat mir nur keine Ruhe gelassen. Meinst du, ich habe nicht gemerkt, dass du immer Kulleraugen kriegtest, wenn sie in deiner Nähe war? Und du hast nichts dagegen, Fred, wenn Olga Aber und ich... Mücke, du red doch kein dummes Zeug, immer ran. Mit Schüchternheit kommst du nicht weit bei ihr. Ach du. Oh boy, du, sonst wartet man jahrelang auf so ein bisschen Glück, weißt du. Nun bekommt man alles gleich auf einmal. Du, gerade eben habe ich mein Modell gefunden, du, ein Charakterkopf, kann ich dir sagen. Du wirst staunen, wenn das Bild fertig ist. Schmücke, du, ich freue mich mit dir. Du, ich selbst habe ja auch Glück gehabt mit meinem Modell. Auch ein Original. Ein Prachtexemplar. Ja, ich bin bald fertig mit meiner Arbeit. Na ja, du hast recht, du, ich muss mich beeilen. Ja. In 4 Wochen ist schon die Ausstellung. Ja, also dann, tschüss, old boy. Olga, du bist mein Augenstern. Hey. Olga. Tschüss, mein Sohn. Ich hab dich gern so gern. Ja, ach, Sie sind das. Na, was ist denn? Du bist nicht so laut. Ach, da sitzt der Schreck noch in allen Knochen. Schnappen Sie doch. Also eben war hier ein fremder Kerl. Ach so, ja, das war ein Vertreter für so einen komischen Kram für Flöhe. Ja, von wegen. Ein Vertreter, ein Mörder war das. Ein ganz gemeiner Mörder. Ach, mir laufen noch die Gräsen im Puckel runter, wenn ich daran denke. Alle guten Geister, Frau Wolf. Also stellen Sie sich vor, ich mache ihm ahnungslos die Tür auf, da sehe ich doch, wie der Mensch den alten Wim beim Kanthaken hat und ihn anstiert, als so ein hungriger Kannibale. Unseren ollen Wim hier. Ja. Oh Gott, der hat doch gar nichts mehr auf den Rippen. Ja, und dann höre ich, dass er sagt, Ihren Kopf muss ich haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, ich krieg schon einen gewaltigen Schreck. Hätte die Tür batz wieder zugemacht und abgeschlossen. Also man sollte doch gleich die Polizei holen. Man ist sich doch seines Lebens nicht mehr sicher hier. Ach, das ist so eine Sache mit der Polizei. Ja, nach hier können die nichts feststellen und wir sind die Dummen. Sie haben doch selber gehört, dass der Gauner Wim den Kopf abhacken wollte. Nee, das ja gerade nicht. Er hat doch bloß gesagt, Ihren Kopf muss ich haben. Ja. Na ja, und dann hat der Wim ja wohl doch nichts angetan. Ich habe ihn ja die Treppe nach hier runtergehen hören. Na ja, und ohne Kopf hätte er das ja schlecht getroffen. Das ging dann ja nicht. Haben Sie denn sonst nichts mehr gehört? Nee, er hat denn hier noch mit den Kolbe verhandelt, nicht? Aber die beiden, die haben ja so leise gesprochen. Typisch, das ist typisch. Die gehören sicher zu einer großen Bande. Da hat er ihm sicher irgendein Geheimnis erzählt. Also ich So muss ist nun das, doch ja. sehen, dass ich den zweiten Schlüssel finde. Ja. Und der wird sich herausstellen, ob wir beiden recht haben. Ja. Oh, Na. und dann können wir ja auch sehen, ob wir recht haben, ob Mit der dem meine Hund? Milch Ja, geklaut hat. das ist- Das kann ich sagen. Für jeden Buddel brummt der mir ein Jahr länger. Das ist recht laut, ja. Sie stehen hier noch immer von vorhin. Oh, Frau Bliesemann, wo denken Sie hin? Wir haben doch nicht so viel Zeit zum Klönen. Och, Sie haben Besuch. Oh, nee. Der Herr wollte mir bloß was verkaufen. Aber ich brauche wirklich nichts, bester Mann. Ach, sind Sie auch Vertreter für senkrechten Flohhafer? Wie meint die gute Frau Liebling? Nun gehen Sie doch, ich brauche wirklich nichts.
komisch. Wiedersehen, die Damen. Auf Wiedersehen. Das ist ja schrecklich mit diesen Händlers. Die sind immer so aufdringlich, nicht? Ja, die gehen nicht von der Stelle, ehe sie was verkauft haben. Das scheint überhaupt einer mit ganz besonders großer Ausdauer zu sein. Den habe ich hier nämlich schon öfter gesehen. Ah, so? Ja, er kommt immer wieder. Er weiß, dass ich so ein weiches Herz habe und ihm zum Schluss immer noch was abnehme. Komisch, warum er der vorhin vorbeigegangen ist und sich oben auf die Treppe gesetzt hat, ne? Ach ja, warum wohl? Ja, denn hat er noch so getan, als ob er sie gar nicht kennt, ne? Nee, nicht? Er hat manches Mal komische Manieren an sich. Das hat Liesemann nicht auch gesagt, dass sie gar nicht wüsste, wer das ist. Och, sicher hat sie mir einen Augenblick gar nicht gekannt, nicht? Ja, das kann natürlich angehen. Ich sonst, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, also ich hätte auch schwören können, dass das ihr Cousin der Joachim ist, von dem sie uns immer erzählt hat, nicht? So? Oder vielleicht sogar ihr Bräutigam. Mir ist das beinahe so. Mein Bräutigam, aber Frau Kieseler, was denken Sie? Nee, Frau Liesemann hat doch keinen Bräutigam. Wo denken Sie hin? Oder wollen Sie sich vielleicht heimlich hinter unserem Rücken verheiraten und uns eines Tages hier Ihren Kerl vorstellen? Ja, das ist mir aber auch beinahe so, Fräulein Bliesemann, Freund Bliesemann. Hat er denn nicht sogar lieb? Oh, ja! Was geht? Was auf dem Feuer steht? Ich hab gekommen, nicht? Haben Sie gemerkt, wie die immer hinneliger geworden ist? Ja, und sonst tut sie immer so moralisch und spielt die Unschuld vom Land. Da eben. Och, und dann ist das noch so ein komisches Gewächs, was sie sich da an den Hals geladen hat. Oh, den hat sie doch schon lange. Sie hat ihn doch immer heimlich mit reingenommen. Hat sie? Aber ist auch gar nicht zu verwundern. Ihre ganze Familie ist ja so moralisch verseucht. Was ihre Nichte ist, die Mathilde, die hat schon 2 Kinder. Kein Mensch weiß, wer der Vater ist, ja. Und die Bliesemann, ihre Schwester, also die Mutter von der Mathilde, die ist schon zum 3. Mal verheiratet. Die haben da irgendwo so ein Seemannskneipe. Na, Sie wissen Bescheid. Oh, und Heini, Heini, das ist der Halbbruder von der Mathilde. Das ist also der Sohn von der Bliesemann, ihre Schwester, mit der ihren 2. Mann. Der soll ja sitzen. Und wissen Sie auch warum? Nee. Der hat gewählt, der hat gewählt. Herein. Also, Frau Kieseler, das ist... Ach, entschuldigen Sie, Herr Kolbe. Aber eben kam Frau Kieselau zu uns rüber und fing mit meiner Mutter an zu tuscheln. Ja, doch hoffentlich nicht über mich. Nein, mit dem Schlüssel hatten sie was. Und wenn die beiden erst ins Reden kommen, dann dauert es eine Zeit. Und da habe ich die Gelegenheit ausgenutzt und bin zu Ihnen rübergewitscht. Das war die beste Idee, die Sie haben konnten, mich mal zu besuchen, Mariechen. Ja, mir ist da nämlich was eingefallen. Wirklich? Wegen heute Abend? Mhm. Bitte. Passen Sie mal auf. Jeden Mittwoch um 7 geht Mutter zu ihrem Kränzchen. Das ist so ein Club strickender Witwen, wissen Sie? Ja, und? Na ja, heute ist doch Mittwoch. Ja, natürlich, klar doch. Oh, Mariechen, der... Ich wollte bloß Bescheid sagen. Segen über den strickenden Witwenclub. Und ich wollte mir schon das Leben nehmen, weil es nichts wird mit heute Abend. Ach, Sie. Sagen Sie mal, tun Sie nur so oder freuen Sie sich wirklich darüber? Ob ich nur so tue? Nee, das dürfen Sie nicht sagen. Oh, wenn Sie wüssten. Wenn du wüsstest. Au, Sie tun mir ja weh. Ach, Mariechen. Ich muss doch wieder rüber, sonst kommt Frau Kieseler zurück und ich kann nicht wieder raus.
Da ist sie schon. Ja, wirklich. Und wenn die mich hier nun sieht. Wir müssen ganz leise sein. Kommen Sie. Wir dürfen uns nicht bewegen. Sie sind doch da. Nee, ich bin schon weg. Das ist nur eine optische Täuschung, wenn Sie mich hier noch sehen. Oh, Sie, Witzemacher, Sie. Können Sie mir verraten, was Sie hier wollen? Ich nix. Ja doch, ich wollte hier Staub wischen. Staubwischen. Guck mal an, das ist ja wirklich nett von Ihnen. Sie haben wohl gedacht, weil Sie in diesem Zimmer schon ein halbes Jahr keinen Staub mehr gewischt haben, dass hier so viel Staub liegt, dass Sie ganz leise die Tür aufmachen und reinkommen müssen, weil sonst der dicke Staub anfängt zu küseln, was? Ja, ach nee, ich wollte doch nur... Ach, Sie haben Besuch! Wie nett von Ihnen, dass Sie das auch feststellen. Aber ich habe auch Rheumatismus. Und darum möchte ich Sie höflichst bitten, die Tür wieder zuzumachen. Ich kann den Zug nicht vertragen. Bitte. So. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich dachte von draußen, meine liebe Frau Käselau. Oh, bitte, mein lieber Herr Kolbe. Aber dann kommt Mariechen so gleich mit raus, ne? Nein, Mariechen kommt nicht mit raus. Mariechen will mir noch was erzählen. So. Nee, ich gehe lieber. Mariechen, Oh. was machst du denn hier bei Herrn Kolbe im Zimmer? Ja, Frau Wolf, das war so. Mariechen hat mir doch von Zigaretten mitgebracht und hatte vergessen, mir das Geld zurückzugeben. Und das hat sie mir nun eben rübergelangt. So. Was soll ich sonst wohl bei Herrn Kolbe? Hallo, bin ich hier richtig bei Käseflau? Haben mir die Tür aufgelacht. Ja, was wollen Sie denn hier? Hey, hey! Hier wohnt doch ein gewisser Herr Kolbe, Oh, ne? du heiliger Strohsack. Hey, stopp mal, Fräulein. Damenbesuch ist bei mir nicht gestattet. Da habe ich Herrn Kolbe ausdrücklich gesagt. Na, nun regen Sie sich mal wieder ab, Frau Käseflau. Ich darf doch meinem Cousin wohl noch mal guten Tag sagen, ne? Cousin, ja, vom Weg. Nee, du, das kenne ich. Also ein für alle Mal. Das kommt hier nicht in Frage, ne? Fred, erklär deiner charmanten Wirtin, dass sie mir auf den Wecker fällt. Frau Käselau, lassen Sie uns allein. Das Fräulein geht gleich wieder. Sag mal, hast du mir sowas Wichtiges zu erzählen, dass du hierher kommen musst? Das wirst du gleich noch hören. Schick mal erst Frau Käseflau weg. Bitte. Käselau heißt ich. Merken Sie sich das mal, ne? Oh, von wegen wegschicken. Ich lass mich nicht wegschicken. Ich gehe höchstens von alleine, verstanden? Sie sind aber immer noch da. Das sage ich Ihnen. Höchstens 5 Minuten, dann bin ich wieder drinnen. Igitt. Ja? Da hast du dir ja wirklich ein Nest in der richtigen Gegend ausgesucht. Und alles bloß, weil ich dich nicht finden sollte. Und ich hab dich doch gefunden. Sag mal, willst du das nicht begreifen oder kannst du das nicht begreifen? Was willst du noch von mir? Wir sind noch fertig miteinander. Fred! Nee, du, also das will ich nicht gehört haben! Das sollst du aber gehört haben. Also Schluss mit uns beiden. Wenn das so ist, wenn du mich satt hast. Oh, du fängst auch noch wieder an zu heulen. Oh, ich könnte mich totlachen, du vor Wut. Oh, das sag ich dir, wenn du mir Sperenzchen machen willst, dann... Herrgott, nochmal, hör endlich auf zu heulen. Du schreist mich auch noch an. Da kannst du nicht mal vernünftig sein. Ja. Hast du mal ein Taschentuch? Bitte. So, nun hörst du mich ganz ruhig an, ja? Ja, Fred. Olga, du musst doch einsehen, dass es ein Ende hat mit uns beiden. Du liebst mich nicht mehr. Ach was, wir haben uns noch nie geliebt. Was? Und das wagst du zu sagen, du gemeiner Kerl? Und früher, sag mal, hast du vergessen, was du mir ins Ohr geflüstert hast? Ich liebe dich, mein Gold versahen, und ich bin darauf reingefallen. Aber glaub ja nicht, dass ich dich nur laufen lasse. Olga, um Gottes Willen, mach hier kein Spektakel. Ach, kriegst wohl Angst, was? Soll ich deiner Frau Käseflau mal erzählen, dass du gar nicht Kolbe heißt, Herr Sander? Glaub ja nicht, dass ich mich von dir in die Näschen setzen lasse. Und von wegen Liebe und Goldfaser. Das war wohl einer von deinen anderen Verehrern, der dir das ins Ohr geflüstert hat. Ich jedenfalls nicht. Soll das alles nicht mehr wahr sein, aber ich lass mich nicht einfach wegwerfen. Nur red doch kein dummes Zeug wegwerfen. Ist überhaupt irgendwann was Ernstes zwischen uns gewesen? Du bist wirklich herzlos. Hast das wohl nie ernst gemeint, aber ich hab dich wirklich geliebt. Olga, nun hör doch endlich auf mit diesem Theater. Da bist du bei mir an der verkehrten Adresse. Du hast mir höchstens die Bude eingelaufen nach Geld, damit du dich amüsieren konntest.
Und ich weiß ganz genau, hätte Mücke mehr Geld als ich, dann hättest du dich an ihn gehalten. Mach mir doch nichts vor. Ach so, das Geld tut dir leid. Du hast ja nie Zeit gehabt, mit mir auszugehen. Immer nur arbeiten. Ich habe dir auch von Anfang an klar gemacht, dass es nie etwas werden könnte zwischen uns beiden. Aber Mücke, der hat ja mal, als er betrunken war, erzählt, aus mir, da würde noch mal ein großer Künstler. Einer, der in die Bücher kommt, von wegen Unsterblichkeit und so. Und von da an, da warst du Feuer und Flamme für mich. Ja, bitte Feuer. Fried, sag mal, so denkst du von mir? Olga, nun hör doch mal zu. Mücke, das ist doch so ein feiner Kerl. Du, der wäre glücklich, wenn du mal so ein bisschen nett zu ihm wärst und ihn auch mal anpumpen würdest. Du, und Mücke, der hat dich wirklich gern. Oh, Fried. Und Mücke, der kann genauso viel wie ich. Und er hat genauso viel oder so wenig Chancen, mal ein unsterblicher Künstler zu werden. Na? Willst du das nicht nochmal überlegen? Was überlegen? Das erzählst du mir alles bloß, um mich auf billige Art loszuwerden. Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Jedenfalls werde ich dafür sorgen, dass du dich nicht zwischen Mariechen und mich stellst. Ach, ne andere. Du, das hab ich mir ja schon lange gedacht. Darum also. Nicht darum also. Ich habe sie doch erst kennengelernt, als sie hier einzog. Da hatten wir beide doch schon lange Schluss gemacht. Ja, du mit mir vielleicht, aber ich noch lange nicht mit dir. Glaub doch nicht, dass ich dich einfach laufen lass, du. Wo ist die holde Fee? Das Kind werde ich mir mal ein bisschen vorknöpfen. Das lässt du schön bleiben. Mariechen, das ist ein Mädchen, das zu mir passt und das ich wirklich richtig gern habe. Ach nee, dass du wirklich richtig gern hast. Oh Gott, wie romantisch. Wirst mich auch zur Hochzeit einladen? Vielleicht kann ich ja Brautjungfer spielen. Oh, Olga, nun lass doch diesen Blödsinn. Das ist mir verdammt ernst. Ja, das merke ich. Du verdrehst ja schon die ganze Zeit deine Augen wie so ein liebestoller Goldbutt. Ja? Mann, was ist das denn? Ach so, der erste Liebesbrief. Herrn Max Kolbe. Nun sag mal, hast du ihr noch nie deinen richtigen Namen gesagt? Von Mücke ist der. Aber das ist wenigstens noch ein Kerl, du. Der wird für mich in die Wolken springen, wenn ich mal ein Wort sagen würde. Ach, was schreibt er denn? Lieber Fried, laut Abmachung lasse ich dir hiermit die erste Nachricht zukommen. Wie du dir denken kannst, gleicht Olga augenblicklich einer Furie. Was? Sie rennt herum wie eine wild gewordene Spinatwachtel und setzt alle Hebel in Bewegung, dich zu finden. Ich hätte nie gedacht, dass sie so krankhaft dämlich sein könnte. Das ist ja wohl die Höhe, du. Oh, nimm das nicht so tragisch, du. Er hat dich wirklich ganz gern. Der's, wenn ich Wert darauf lege, den Puckel kann er mir runterrutschen. Olga, nicht so laut. Ich bin so laut, wie mir es passt, klar? Hallo, die 5 Minuten sind um, länger kann ich gar nicht holen. Halt die Klappe da draußen, ich bin noch lange nicht fertig. Siehst du wohl, nun hat sie wieder hinter der Tür gestanden und gelauscht. Komm, Olga, lass uns hier verschwinden. Im Café oder wohin du willst. Na also, warum denn nicht gleich? Wir hätten doch schon lange weg sein können. Olga, mach um Gottes Willen kein Spektakel mehr. Fried, einen Kuss. Aber Olga. Einen Kuss. So, nun raus. Ui, ui, ui. Oh, kommst du rein, kommst du rein. Dann alles stehen und liegen lassen. Junge, Junge, der muss ihn ja mächtig getrieben haben. Oh! Wissen Sie, ganz koscher ist mir ja nicht zumut bei dem Kram hier. Ach, Sie wollen doch wohl nicht kneifen. Machen Sie mal die Tür zu. Jetzt wollen wir mal sehen, was unser möblierter Herr hier nur eigentlich vorstellt. War doch ganz schön, dass wir eben draußen noch gehorcht haben, nicht? Von wegen, dass Kolbe gar nicht sein richtiger Name ist. Ja. Und dass Sie zu viel von ihm erzählen können und so weiter und so. Ja. Guck mal, was ist das denn hier? Ja. Der Barockstil. Oh, wenn einer so eine Bücher liest, dann ist schon was faul. Ich habe mal einen Film gesehen mit so Bilderfälscher und so, ne? Die haben auch vorher so ein Buch studiert. Och, wenn es das, man ist ein Bilderfälscher. Das ist ja noch nicht so gefährlich. Alle Leute sind gefährlich, die sich mit dunkeln Kram abgeben. Oh. Aber das muss ich auch sagen, ein Mörder wäre mir eigentlich lieber. Oh. Ja, wegen der Sensation hinterher, wissen Sie. Bloß nicht den Teufel an die Wand malen, Frau Käselau.
Och, mir läuft das schon wieder ganz kalt den Rücken runter. Und immer wenn ich das hab, dann steht mir was Grässliches bevor. Nun stellen Sie sich doch bloß nicht so an. Also Sie tun gerade so, als wenn Sie zum ersten Mal in andere Leute ihre Sachen rumschnüffeln. Ja, das ist auch tatsächlich so. Anfängerin. Nehmen Sie mal den Nachttisch davor, dass wir hier mal weiterkommen. So, ich gucke mir dies hier mal weiter an. Oh, guck mal hier, ja. Die moderne Büste. Was hat der Kerl mit Büsten zu kriegen, ne? Steht doch wirklich Büste. Die moderne Büste. Oh, den handelt er vielleicht mit BHs. BH, das ist doch keine Profession für einen Verbrecher. Nee, aber guck mal hier, vielleicht Mädchenhandel. Guck mal, hier sind lauter Frauensköpfe abgebildet. Och, nö. Sind aber auch Mannsbilder mit Mank. Ja, ne? Ja. Na ja, legen wir das erstmal weg. Ja. Was haben Sie denn da? Och, ein Messer. Lag da in der Schublade, nee, ja. Messer. Was ist denn? Da ist ja Blut an. Blut. Oh. Sieht aber so komisch aus, ne? So rot und gelb kariert. So. Dann ist das am Ende ganz was anderes. Wer hat denn schon kariertes Blut? Das riecht nach Leder. Nee. Gott sei Dank, mir hat das Herz schon wieder bis in den Hals aufgeklopft. Die Sache wird aber immer verwickelter hier. Das scheint tatsächlich Lehm zu sein. Nee. Oh, guck mal hier. Was ist das? Was für einer hier. Lieber Fred, laut Abmachung lasse ich dir hiermit die erste Nachricht zukommen. Wie du dir denken kannst, gleicht Olga augenblicklich einer Furie. Sie rennt ab. Was ist das denn? Furie, ey. Ach, natürlich, ey. Ach, das ist wohl die, die eben hier war. Er sagte doch Olga zu mir. Ja, natürlich, Ja. das stimmt auch. Sie rennt herum wie eine wild gewordene Spinatwachtel und setzt alle Hebel in Bewegung, um dich zu finden. Spinatwachtel. Ja, Verbrechersbrache, ne? Wir wissen nur wenigstens, dass er sich vor ihr verstecken muss, Ach nicht? ja, wahrscheinlich weiß sie zu viel von ihm und will ihn anzeigen. Bestimmt. Ich hätte nie gedacht, dass sie so krankhaft dämlich sein könnte. Du hast ihr doch wirklich deutlich genug zu verstehen gegeben, wie du jetzt zu ihr stehst. Und sie könnte es bei mir doch so gut haben. Hier. Wo bist du eigentlich Sonntag gewesen? Wir haben dich sehr vermisst. Die ganze Schießerei machte mir keine Schießerei. Schießerei! Da haben wir das schwarz auf weiß. Oh. Wer hätte das gedacht? Also doch ein gefährlicher... Und sowas habe ich hier in der Wohnung gehabt. Mir läuft das ja noch ganz kalt über den Rücken. Ja, man ahnt doch gar nicht, was für eine Gefahr man geschwebt hat. Ich hatte meine Schlafstubentür doch immer auf. Ich hau ab. Wenn der nun kommt, wer weiß, was der mit uns vorhat. Du bleibst mal hier, bis wir alles durchgesucht haben. Wer weiß, was da noch alles zum Vorschein kommt. Aber wenn er nicht da ist, da ist das Messer. Ja, nee. Oh, wo ist er? Oh, mir wird ganz anders. Was wollen Sie denn hier? Ist er noch nicht zurückgekommen? Wer denn? Gott, Sander. Wer ist denn das? Ich meine natürlich Kolbe. Der ist doch vorhin mit ihm weggegangen. Oh Mann, das soll er mir büßen, wenn er denkt, er kann mit mir machen, was er will. Hat er Sie abgehängt? Das geht Sie überhaupt nichts an. Das geht mich nichts an. Also so machen Sie mal fix, dass Sie aus der Wohnung kommen. Ist das überhaupt eine Art, hier so mir nichts, dir nichts, ohne anzuklopfen, reinzustürzen? Ja, einen harmlosen Menschen so einen Schrecken einzujagen. Na eben, nun verschwinden Sie mal. Sie sehen ja, dass Herr Kolbe nicht hier ist, ne? Das sehe ich allerdings. Und darum werde ich hier warten, bis er wiederkommt. Ja, das könnte Ihnen vielleicht so passen. Nun machen Sie mal ganz schnell, dass Sie rauskommen, sonst lasse ich Sie nämlich mit der Feuerwehr abtransportieren. Ja. Sie haben hier überhaupt nichts zu suchen, verstanden? Ach, aber Sie vielleicht, was? So viel ich weiß, hat Herr Kolbe dieses Zimmer gemietet. Und dass er Ihnen erlaubt hat, hier rumzuschnüffeln, das kann ich mir eigentlich nicht denken. Rumschnüffeln? Sagen Sie, hab ich richtig gehört. Das ist eine niederträchtige Verleumdung. Na, Sie, ich will Ihnen mal was sagen. Wenn Sie... Oh, nicht! Dass Sie rauskommen! Gut, dann war die Mund, ich will mich gar nicht mal zentrieren lassen! Halt den Nebelcreme! Wir haben aber ganz gehörig die Tangenten geschlattert. Meinen Sie mir nicht? Nee. So, das passiert uns aber nicht normal. Ich schließe ab. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich glaube, wir lassen lieber die Finger von dem Kram. Nein, dass Sie immer gleich so einen Schiss haben. Ja, wo wir doch nur wissen, dass er gefährlich ist. Guck mal, hier ist ein... Oh Mann! Ein ganz schwerer Eimer. Was da wohl drin ist, ne? Ja, das steht er ja an.
Plastilina. Was ist denn das? Plastilina? Das ist sicher irgend so ein Giftkram, womit er seine Opfer stumm macht, nicht? Aber gleich so ein Eimer voll. Wer weiß, was der für eine große Praxis hat, nicht? Ist das eine lebendige? Nee, eine tote. Ja. Mann, das ist ja Gips. Eine Gipshand ist Wirklich? Sechs Finger. Moderne Kunst. Zu schade, dass das keine richtige. Naja, was wäre das für ein Beweisstück gewesen? Sind Sie verrückt? Eine richtige? Ja, Gips kann mich doch nicht erschüttern. Okay, dann suchen Sie mal weiter. Ich gehe mal hier an den Schrank. Mal sehen, was hier drin. Das kann ja nicht angehen, das ist ja nicht möglich. Ich will hier raus. Stimmt aber doch, mir wird ganz trocken im Mund. Die Filme sein Kopf. Guck Sie. Nee. Ach nee, lass mal. Mann, das ist doch auch bloß. Frau Briesenau, sind Sie verrückt? Nun stellen Sie sich doch nicht so an. Guck mal hier. Guck mal hier. Ist das vielleicht auch Gips? Ja, meinen Sie, ich hätte ihn angefasst, wenn der lebendig wäre? Also mich halten hier keine 10 Pferde mehr drin. Geben Sie mir den Schlüssel, ich will raus. Das ist alles ganz harmlos. Ja, mir langt es aber. Da ist doch noch gar nichts Ernstliches passiert. Na ja, eben. Wir haben doch noch gar keinen richtigen Beweis, dass er ein Verbrecher ist. Womöglich ist er ganz in Ordnung. In Ordnung. Und der Brief und der Gifteimer hier und das unanständige Buch mit den Büsten. Das einzig harmlose sind noch diese Gipsdinger hier. Wozu er die wohl braucht, ne? Na, vielleicht arbeitet er für ein Panoptikum. Panoptikum? Na ja, warum nicht? Kann doch sein, nicht? Aber ich will jetzt hier endlich raus. Hab heute genug Schrecken eingejagt. Sie können einen auf jeden Spaß. Wer weiß, was wir noch alles gefunden hätten. Ja, Sie können ja alleine weitersuchen. Damit er mich hier alleine schnappt. Ja, sehen Sie. Da ist er. Schnell verstecken. Der geht gleich wieder, der geht gleich. Ja, wenn er nicht geht. Ich gehe unter das Bett. Ja, das weiß ich doch alles. So, das weißt du alles. Und trotzdem machst du dies Affentheater mit mir. Du, das lass ich mir nicht gefallen. Ich lass mich nicht einfach abhängen. Ja, das habe ich schon gemerkt, du. Fred, nee, du. Was soll ich bloß mit dir machen, du? Ich mach dich nicht eher wieder los, bis du mir versprochen hast, dass alles wieder so sein soll wie früher. Olga, bitte lass mich los. Ich krieg doch keine Luft mehr. Willst du endlich mal weich werden? Hör doch auf, du alte Ziege! Alte Ziege, hast du gesagt. Ach, Fred, du liebst mich ja doch noch. Olga, das kannst doch überhaupt nicht mal ernst sein. Du, ich bin die ganze Zeit ernst. Ich meine das sogar sehr ernst, aber du willst das ja nicht glauben. Dir spuckt die andere ja im Kopf rum. Dein Haustöchterlein. Junge, wenn ich die mal in die Finger kriege, du, der werde ich aber zeigen. Gar nichts wirst du ihr zeigen. Mariechen, der ist so fein zufrieden, verstanden? Fred, ich gehe ins Wasser. Quatsch, du gehst nun nach Hause. Vielleicht ist Mücke schon da. Mücke, ich will bei dir bleiben. Olga, du sollst das heulen lassen. Heul ja gar nicht. Völlig sinnlos bei dir. Wenn du das endlich einsehen würdest. So, nun lass mich allein, ich habe noch einen Haufen zu tun. Du willst mich also wirklich rauswerfen? Was? Gesundheit. Olga, nun lass doch endlich das Theater. Ich weiß auch, dass du Mücke genauso gern hast wie mich. Du vielleicht sogar noch lieber. Du kriegst den besten Mann von der Welt und ich nehme Mariechen. Ach nee, so weit seid ihr schon miteinander. Nun guck mal an. Gar nichts, guck mal an. Wir gehen heute Abend das erste Mal aus. Das geht ihr nicht. Wer sagt das? Ich habe auch noch ein Wörtchen mitzureden. Olga, nicht so laut. Ich glaube, die Käselausche ist gerade reingekommen. Ich sag mal, weißt du überhaupt, dass ich existiere? Mariechen? Ach was. Wir kommen doch heute Abend das erste Mal dazu, uns richtig auszusprechen. Ich werde dir zuallererst von dieser Sache hier erzählen, damit sie nicht von der anderen Seite was Verkehrtes hört. Ihr geht nicht. Wir gehen doch. Nein, oder lass mich doch wenigstens mitkommen, du. Nur dann können wir doch sehen, wer die Stärkere ist. Olga, du bist wohl nicht ganz Trost, wa? Rosalinde! Ja, oh.
schon wieder? Herr Käselau. Ja, der sucht sicher seine Frau, die wird irgendwo rumsitzen, um zu schludern. Rosa Linde! Wo steckt die Holz denn bloß wieder? Herr Kolbe? Ja? Herr Kolbe, haben Sie meine Frau nicht gesehen? Oh, pardon. Sie haben Besuch? Donnerwetter und so netten. Ja, Ihre Frau wird sicher bei einer Nachbarin sitzen. Sie müssen sie wohl suchen. Ja, die Holz springt mir noch unter die Erde. Morgens kriegt man kein Frühstück, wenn man nach Hause kommt, ist das Mittagessen nicht fertig. Die Holz treibt sich in der Weltgeschichte rum und ich muss verhungern. Na. Was? Junger Mann, heiraten Sie bloß nicht. Sie werden angeschmiert von vorn bis hinten. Oh, das gibt ja auch noch andere Frauen, ne? Ja. Gott sei Dank. So eine wie Ihr kleines Fräulein hier, nicht? Ja, die scheint mir eine von der anderen Sorte zu sein. Ja, warum muss gerade ich mit so einem Besen bestraft sein? Nee, also das tut mir aber wirklich leid. Ist das so schlimm? Wenn Sie wüssten, wie die mit mir umgehen. Oh, wenn ich mir Sie so daneben vorstelle. Oh, ich meine, wenn Sie hier wirtschaften würden. Oh, das lassen Sie bloß nicht Ihren alten Drachen hören. Sie. Um Gottes Willen, die würde mich lebendig braten. Na, also wie gemein. Wissen Sie, Sie tun mir richtig leid. Am liebsten möchte ich Sie für alles, was Sie hier zu Hause durchmachen müssen, mal einladen, mit mir auszugehen. Fräulein, ich möchte Ihnen am liebsten um den Hals fallen. Nee, noch nicht. Später. Wird denn Herr Kolbe damit einverstanden sein? Es geht mich doch nichts an, was Fräulein Möller macht. Huch, Fräulein Möller. Sie sagen natürlich Olga zu mir. Oh, mit dem größten Vergnügen. Ich heiße Käselau. Der Name ist ja nicht gerade der schönste, aber der Mann ist umso schöner. Ja. Und Sie, sagen Sie mal ruhig, August zu mir. August. Ja. Oh Gott, das ist ja mein Lieblingsname. Wissen Sie, ich habe schon immer zu Herrn Kolbe gesagt, warum heißt du bloß nicht August? Nicht, Herr Kolbe? Ja, machen wir doch erst mal ab, wo wir uns treffen wollen. Wie wäre das zum Beispiel mit der Stebierhalle hier unten an der Ecke? Och nö, Herr Kieselau, man geht doch nicht mit einer Dame in eine Stebierhalle. Nee, natürlich tut man das nicht, aber ich habe sowas auch noch nie gemacht. Wissen Sie, so ein bisschen weiter, da ist eine Konditorei. Ja, treffen wir uns in der Konditorei. Ja gut, und wo wir dann noch hingehen, das können wir ja dann da bereden, nicht? Klar, machen wir. So, das Rendezvous ist nun wohl abgemacht. Nun könnt ihr mich mal alleine lassen und verschwinden. Ach, ist der Herr vielleicht eifersüchtig? Ich? Ja, wieso denn? Ich gehe doch heute Abend auch raus und das nicht so knapp. Also, Herr Käselau. August, mein Lieber, August. Ach ja, Herr August. Punkt 8, Konditorei. Tja, ich freue mich nun schon. Aber was wollen Sie Ihrer Frau sagen? Och, der sage ich einfach, ich gehe zum Kegeln, das merkt die nicht. Ein Augustchen, bis heute Abend. Tschüss. Oh. Tschüss. Tschüss, Olga. Haben Sie das gehört? Augustchen hat sie zu mir gesagt. Ja. Warte, Olga Muschi, ich bring die um die Ecke. Na dann viel Vergnügen. Herr Kolbe, was ja? Wie kommen Sie denn hier rein? Frau Wolf, waren Sie im Zimmer? Nee. Ja, wie kommen Sie denn hier rein? Ich meine, ich wollte... Ja, was denn? Ja, das ist doch wegen Mariechen. Ja, sie hat mir doch gesagt, dass Sie ihr nicht ganz gleichgültig sind. Was? Ja. Das hat sie wirklich gesagt? Ja, und ich wusste doch gar nicht, was Sie für ein Mensch sind. Na ja, und niemand weiß das hier im Haus. Oh, hören Sie mal, Frau Wolf, das ist doch wirklich ein bisschen stark, ne? Och, bitte, Herr Kolbe, nehmen Sie mir das nicht übel. Aber eine Mutter ist doch nun mal besorgt um ihre Tochter. Na schön. Ich will das vergessen. Sie haben eben das Theater mit Fräulein Möller mitgekriegt und ich meine, Sie können überzeugt davon sein, dass ich das ehrlich meine. Ja, doch. Und Sie haben nichts dagegen, wenn Mariechen heute Abend mit mir ausgeht. Na, meinetwegen. Ja. Aber um 8 müssen Sie wieder hier sein. Aber beste Frau Wolf, um 8 Uhr gehen wir doch erst los. Naja, das lassen Sie mal meine Sorge sein. Mariechen, die kriegt dann auch nichts von ihrem Versteckspielen hier zu wissen. Und auch kein anderer. Bitte erzählen Sie bloß nichts. Ah, Sie können beruhigt wieder rübergehen. Ja. Ich werde auch meine zukünftige Schwiegermutter nicht verraten, ne? Ja. Und Herr Käselau hält wohl auch den Mund. Ehrensache.
rausgehen. Ja, aber natürlich dürfen Sie. Und grüßen Sie Mariechen, sie soll sich hübsch machen für heute Abend. Oh ja, das sag ich ihr alles. Herr Kolbe, Ja? was ich noch fragen wollte, Sie kennen doch die Olga, ich weiß noch nicht, wie das ist mit so einer Lütten deren. Braucht man da eigentlich viel Geld? Nehmen Sie mal einen ruhigen 100-Mark-Schein mit. Was, 100 Mark? Sie sind wohl mal. Sie werden sich noch wundern. So, nur raus, ich muss noch mal weg. Nun, sagen Sie mal im Ernst, wird das wirklich so teuer? Wenn Olga ihre Touren kriegt, dann macht sie Millionär zum armen Mann. So, nur raus. Mensch, Herr Kolbe. Von wegen Klebe. So was aber auch. Da unten im Treppenhaus, da scheint doch tatsächlich welche zu knutschen. So was. Geht, wie ist das? Jawohl. Jawohl. Komm her. Was ist denn? Nicht so laut. Nicht so laut. Passen wir auf. Na, merken Sie was? Da unten im Treppenhaus scheinen welche zu flüstern. Na, flüstern ist gut. Warten Sie mal ab. Da. Haben Sie das gehört? Ein Kuss. Jawohl, ein Kuss. Und das in unserem Treppenhaus ist denn sowas zu glauben? Solche Morallosigkeit. Weiter nix. Und darum holen sie mich mitten in der Nacht aus dem Bett. Das ist ja wohl Grund genug. Ich muss doch wissen, wie weit die das da unten treiben, ne? Sicher ist das wieder die Agathe aus der 4. Etage mit ihrem Kavalier. Habe ich schon längst auf dem Kieker. Nun lassen Sie doch. Die sind doch mal einmal jung. Wir haben das doch früher genauso gemacht. Na, das war doch ganz was anderes. Das war gar nichts anderes. Nun reden Sie mal nicht so laut und gehen Sie schön zu Bett, damit die da unten nicht merken, dass wir gehorcht haben. Also ich kann mich beherrschen. Ich weiß gar nicht, dass Sie so ruhig dabei werden. Also mich riecht sowas immer furchtbar auf. Ich muss ja auch wissen, was um mich rum passiert, ne? Und wenn das nun gar nicht die Agathe ist, sondern ihr Mariechen. Na, was sagen Sie denn? Mariechen tut sowas nicht. Ach Gott, nein, Mariechen tut sowas nicht. Ist doch mit unserem lieben Herrn Kolbe heute Abend ausgegangen, ne? Och, Mariechen ist schon lang zu Hause. Ja. So? Ja. Das ist aber komisch. Herr Kolbe noch nicht. Jawohl, hier ist einer! Na nu, Fräulein, was machen Sie denn um Mitternacht in unserem Treppenhaus? Ich angel. Du, guck mal einer an, unser Fräulein Olga. Sagen Sie mal, wie kommen Sie dazu, mir so einen Schrecken einzujagen? Was meinen Sie, wenn mir das Herz stehen geblieben wäre? Wenn Sie ein schwaches Herz haben, würde ich an Ihrer Stelle lieber zu Bett gehen und nicht ahnungslose Liebespärchen belauern. Sagen Sie mal, wollen Sie mir hier vielleicht Vorschriften machen? Was tun Sie überhaupt hier? Sie gehören hier ja gar nicht her in dieses Treppenhaus. Ein Glück. Sonst wüsste ich gar nicht, wie ich das lange in Ihrer Nähe aushalten sollte. Also nun wird ihr auch noch frech. Sie, ich bin... Oho, mir geht ein Licht auf. Die wartet hier auf meinen Alten. Oh. Da können Sie aber warten, bis Sie schwarz werden. Da habe ich aber schön vorgesorgt. Sie verabredet sich hier mit einem verheirateten Mann. Man sollte Sie die Treppen runterschmeißen. Na, nur immer langsam, junge Frau. Oh. Mariechen, warst du das also doch? Na, Mutter. Ja, da haben Sie Ihre tugendhafte Tochter, ne? Habt ihr hier eben unten im Treppenhaus gestanden? Nein, wir sind gerade erst reingekommen. Ach Gott, wie unschuldig. Okay, so laut. Warum kommt ihr denn so spät? Ist doch schon 12 durch. Ach Mutter, das war doch so schön. Und ich dachte auch, du schläfst schon längst. Ja, ich schlafen, wenn du nicht zu Hause bist. Hattest du Angst um deine Tochter, Mutter? Ja. Ich hab doch so einen netten Beschützer gehabt. Ja, aber Olga, was machst du denn hier? Sie angelt. Wie bitte? Ja, was ist denn? Oh Gott, ich habe Langeweile gehabt und habe ich ein bisschen gewartet. Ja, doch nicht etwa auf mich. Nee, auf den Weihnachtsmann natürlich. Sag mal, hast du mir sowas Wichtiges zu erzählen, dass du dich bis mitten in der Nacht hier aufhältst? Ich bin eingeschlafen, bis mich diese freundliche Frau Käseflau mit ihrem Getuschel geweckt hat. Na. Aber ich habe so durch Zufall allerhand gehört und habe hier nichts mehr zu suchen. Also Fred, dann tschüss.
Tschüss, Olga. Frau Olga, hoffentlich sind Sie mir nicht böse. Fred hat mir alles erzählt. Warum soll ich böse sein? Nö, das hat schon alles so seine Ordnung. Sag mal, Fred, ich höre immer Fred. Ich denke, Sie heißen Max. Ja, bis heute, Frau Käselau. Aber kein Tag länger. Oh, falscher Name. Dann heißen Sie auch gar nicht Kolbe, was? Nein, heiße ich auch nicht. Und morgen wohne ich auch nicht mehr bei Frau Käselau. Morgen wohne ich wieder in meiner eigenen Wohnung. Ach nee. Und die Miete? Bezahle ich für einen ganzen Monat. Für einen ganzen Monat, das ist natürlich... Wollen Sie mir das nicht näher erklären? Schließlich haben Sie ja die Absicht, meine Tochter mal zu heiraten. Also ich glaube, das kann ich am besten erklären. Ich habe ja die Schuld an dem ganzen Kuddelmuddel. Also der Herr, der hier vor uns steht, das ist ein großer Künstler. Na. Und man keine falsche Bescheidenheit. Ein Bildhauer und Modellierer. Modellieren? Ja, also das ist einer, der aus so einem dreckigen Klumpen Lehm das schönste Bildwerk zaubert. Ach, die Sechsfinger. Nun ist noch in 4 Wochen die große Kunstausstellung und er will absolut den ersten Preis holen. Und um ruhig arbeiten zu können, hat er sich hier irgendwo eine Stube gemietet. Tja. Und das ausgerechnet bei Frau Käselau. Ja, nee, bitte. Ja, Kummer haben Sie mir ja genug gemacht. Aber dafür habe ich als Ausgleich auch eine ganze Menge hier gefunden. Nicht. Erstens ein Modell für die Büste, die ich auf die Ausstellung schicken will. Und dann mein Mariechen. So, Frau Wolf, nun will ich mich erstmal richtig vorstellen. Ja. Sonst wissen Sie ja gar nicht, was Ihre Tochter für einen herrlichen Namen kriegt, wenn sie mich heiratet. Alfred Sander. Das freut mich, Herr Sander. Mensch, ich bin baff. Dann ist das ja nichts von wegen Verbrecher. Nee, aber nur mal ein ernstes Wort, Herr Kolbe. Sagen Sie mal, Sander natürlich. Sagen Sie mal, haben Sie mir hier morgens immer die Milch und die Rundstücke geklaut? Aber hören Sie mal, Frau Ja, nee, ist ja gut, fress mich mal nicht gleich auf. Sag mich nochmal, wer macht denn das immer hier? Das muss doch einer... Was ist denn hier noch für eine Versammlung mit... Haben Sie die beiden geschnappt? Sind natürlich nur erst nach Hause gekommen. Ja, die jungen Leute heutzutage. Na, stecken Sie nicht Ihre Nase in Sachen, die Sie nichts angehen. Wertes Fräulein Bliesemann. Herr Kolbe. Oh, der heißt gar nicht Kolbe, Sander heißt er. Und meine Milch und Rundstücke hat er auch nicht geklaut. Was sagen Sie nun? Gott, ich denke mir mein Teil. Ja, Ihr Glück. Oh, bin ich müde. August! Du bist schon aufgewacht. Ja, schon aufgewacht ist gut. Die Uhr ist 12 durch. Oh Mensch, mein Kopf! Was ist das denn? Sind Sie das wirklich oder träume ich immer noch? Na, hoffentlich haben Sie gut geschlafen. Fräulein Olga, Sie haben doch wohl nie auf mich gewartet. Gewartet? Wieso? Naja, wir hatten noch heute Nachmittag. Richtig. Nee, das habe ich ganz vergessen. Gott sei Dank. Ich bin nämlich so einer ganz gemeinen Giftmischerin in die Hände gefallen. Was? So, meine Süße, jetzt sagst du die Wahrheit. Hast du mir Schlafpulver gegeben oder nicht? Aber August. Rosalinde, guck mich an, ja oder nee? Meinst du, ich lass mich einfach von dir betrügen mit so einer Person? Ich werde mich ja wohl wehren können, nicht? Frau Käselau, ich habe ihn doch bloß aus Quatsch eingeladen, weil ich Fred ein bisschen ärgern wollte. Bin ich aber fertig mit Jack und Büchs. Das tut dir gut, du verunglückter Casanova. So, Mariechen, nun lass uns mal reingehen. Wir können ja nicht die ganze Nacht hier stehen bleiben, ne? Nacht, Marie. Schade. Komm, Mann. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Ja, man weiß das nicht, ne? Doch. Ja, Sie scheinen ja schon bannig weit mit ihr zu sein, nicht? Das geht Sie gar nichts an. Behalten Sie Ihre Randbemerkung für sich. Das tut sie doch nicht. Habe ich ihr schon 100-mal gepredigt. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen auf. Wim, Sie sind ja blau wie ein Veilchen. Ich bin nicht blau, Frau Käselau. Ich bin nicht blau, wow, wow. Mücke, du hier. Das ist gut. Hallo und moin, moin. Das ist ja auch unser komischer senkrechter Flohhafer von heute Nachmittag. Komisch, das Wort will ich aber nicht gehört haben, Sie. Hallo. Olga, du bist auch hier, Menschenskind.
Herr Wim, ramponieren Sie sich nicht Ihren schönen Kopf. Sie wissen, ich brauche ihn noch. Ja, Du, wieso? Das ist noch ein Geheimnis, mein Junge. Du, das ist gar kein Geheimnis. Du mal raus mit der Sprache. Ich brauche ihn nämlich auch noch. Was, du willst doch wohl nicht sagen, dass... Mann, was haben Sie bloß gemacht, Sie Unglücksmensch? Na, du gehst immer ein bisschen Sutsche mit ihm um, ne? Ich habe mir doch bloß heute mit meinem Freund den Kleinen angetüdelt, ne? Wim, du sei doch mal still. Also, die hat im Modell gesessen. Na ja. Ja, mir auch. Was ist das? Ihr habt beide denselben Kopf für die Ausstellung. Du hast den modelliert und du gemalt? Ja, das scheint so. Herr Wim, was haben Sie bloß gemacht? Sie haben uns beiden Modell gesessen. Ja, seid ihr denn nur endlich dahinter gekommen? Also, Wim, das hätte ich nicht von dir gedacht, du. Nee. Warum nicht, wenn ich das Doppelte verdienen kann, nicht? Dann nehme ich das doch mit, nicht? Ja, das finde ich auch, Wim. Immer mitnehmen, was man kriegen kann. Ja. Also das darf wirklich nicht wahr sein, aber gute Nacht alle zusammen. Tschüss, August! Olga, warte doch mal. Ich fliege doch nach Hause, warte doch. Hier, halt Wim mal fest. Ja, danke. So, Herr Wim, nun will ich Sie mal raufbringen. Nun kommen Sie mal. Ja, Was da denn? Ach, Geno Pfeffer. Haben Sie Besuch, Fräulein Bliesemann? Besuch? Ich? Wie kommen Sie da denn drauf? Ja, da war eben einer Ihre Tür aufgemacht. Ne? Meine Tür? Nee, die ist von alleine aufgegangen. Na, das scheint mir aber auch beinahe so. Warum halten Sie die Tür denn immer so fest? Ja, das kann ich doch machen, wie ich Lust habe. Ist doch meine Tür. Please, man sieht's ja dann ja. Ja, ich friere. Die hat doch wieder ihren Joachim da drin. Ihre Spezialität. Frau Keslau, helfen Sie mir lieber, Herrn Wim mit raufzubringen. Warte mal, mein Sohn, wie spät ist es auf deiner Uhr? Ja, gleich 12:30. Sie müssen nun schnell zu Bett. 1:30, also da wäre ich morgen früh bestimmt die Zeit verschlafen. Ja, das macht doch nichts. Sie haben doch nichts mehr zu versäumen. Nicht mehr zu versäumen, haben Sie eine Ahnung? Wenn ich morgen früh um 7 nicht munter bin, nicht? Dann kriege ich nämlich kein Frühstück. Ach was. Sie werden schon Ihr Frühstück kriegen, so nun kommen Sie mal. Sag mal, ist die Alte noch hier? Wim! Also, nun geht mir ein Teilflied auf. Sie sind das, der mir jeden Morgen die Milch und die Rundstücken klaut. Endlich habe ich Sie zu fassen. Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich dabei gedacht, hä? Ich? Gerade eben haben Sie noch gesagt, Sie müssen morgen früh aufstehen, sonst kriegen Sie keine Milch und Rundstücken. Hat er sich so laurig umgeguckt, ob ich auch noch da Aber bin. Frau Käselau, hat Sie doch heute den Kleinen angetüdelt. Halten Sie mir die Asche vom Leib. Das tue ich doch. Also lass mal, das ist ganz gut, wenn wir das Thema mal auf den Tisch kriegen. Nicht? Also nun passen Sie mal gut auf, Frau Gneisenau. Ich Schneidermeister Kasimir Wim, berühmtes Modell zweier Künstler. Nicht? Ich habe Ihre Rundstücke und Ihre Milch jeden Morgen an mich genommen, nicht? Und die leeren Milchbuddels, die können Sie mal bei mir abholen. Die stehen mir zu Hause bloß im Wege rum. August, hast du das gehört? Wim, was tüdelst du denn da? Ist das wirklich wahr? Jawohl, und dass Sie gleich Bescheid wissen, nicht? Der morgen und übermorgen und all die anderen Morgens auch Ihre Rundstücke verzehrt und die Milch austrinkt, das bin auch ich, Schneidermeister Wim. Also nun ist aber genug. Morgen früh wird angezeigt. Ich will wohl alles wieder kriegen, was dieser Spitzbube mir geklaut hat. Was, Spitzbube geklaut? Ich höre wohl schlecht. Was? Was ich getan habe, das ist mein gutes Recht. Das gute Recht. Denn die Rundstücke und die Milch, die haben Sie von meinem Geld bezahlt. Und dann kann ich sie auch verzehren und austrinken, nicht? Von dein Geld, Wim? Gott sei Dank, nicht? Gott sei Dank, seit Jahr und Tag laufe ich hinter ihr her, dass sie nur
endlich mal Ihre Schulden bei mir bezahlen, nicht? Ich habe mich immer vertrösten lassen. Aber das wird mir zu bunt. Wenn ich mein Geld nicht kriege, dann klau ich Milch und Rundstück. Sag mal, was ist das? Du hast Schulden bei dem alten Wim? Da weiß ich ja gar nichts von. Wim, was sind das für Schulden? Ich habe vor 2 Jahren habe ich dir doch mal einen neuen Anzug. Ja, und ich habe doch meiner Frau jeden Monat das Geld gegeben zum Abbezahlen. Rosa. Rosalinde, was hast du mit dem Geld gemacht? Und das Geld, das war immer am... Ah ja, da haben wir es schon. Ich weiß, ich einen feinen Tag gemacht. Und alles verjubelt. Und davon wohl auch der neue Hut und die Schuhe vor einem halben Jahr. Und ich, Esel, ich wundere mich, wo sie das Geld her hat. Och, du habt dich doch nicht so. Was will er denn noch mit dem Geld? Er braucht das doch gar nicht mehr. Das schluckt doch höchstens seine Erben, die dauernd um ihn rumschlagen. Hier, bitte, da kommt doch auch schon wieder so einer. Ach, hier. Ja, dann sagen Sie mir bloß mal, was ist das hier für ein Spektakel mitten in der Nacht? Ja, sag mal, was machst du denn noch hier? Ja, sag mal. Bist du betrunken? Nee, nicht mehr. Nee? Die Alte da hat mich wieder nüchtern gemacht. Tim, morgen früh kriegst du gleich dein Geld. Wie viel ist denn das noch? Ja, das weiß ich nun nicht, so außerhalb des Kopfes. Ich habe eine feine Buchführung gemacht. Jede Milchbuddel und jedes Rundstück habe ich aufgeschrieben. Ne? Tja, was ist da mal ein komischer Kram? Da könnt ihr morgen weiter übersprechen. Dann kommen wir erst mal mit rauf, ne? Ja. Nee, aber morgen früh muss ich noch mal das Frühstück von ihr haben. Hol dir dein Frühstück. Der Mai ist gekommen, die Bäume sind alle so schön grün. Und nur rein mit dir. Und August. Oh, Guschi. Na, dann gute Nacht. Mariechen. Mariechen. Noch einmal das Joachim, die Luft ist rein. Ach, Bertha, ich gehe ja so ungern. Ach, Joachim. Oh, da kommt einer. Nicht da. Schnell wieder rein. Gerne. Naja, die Gesellschaft ist ja wieder drin. Licht haben sie auch wieder brennen lassen. Ja, da kann ich ja nur ausschlafen gehen. Mariechen! Mariechen! So, der ist unten. Licht hat er auch schon ausgemacht. Oh, du,
Liebling. Grützkopf. Wie bitte? Grützkopf. Herr! Oh, bitte nein. Ich meine, mein Name ist so. Ach so. Oh Gott, um Himmels Willen, verraten Sie mich nicht, Herr Kolbe. Sie müssen nämlich wissen, wir wollen bald heiraten. Also doch, Bertha. Das geht mich doch nichts an, wen Sie hier nachts zu Besuch haben. Nu geh doch endlich. Wie meinst du, Liebling? Ach so, ja. Ich scheide ungern, aber ich scheide. Adieu. Ist ja wirklich bloß ganz harmlos. Das will ich doch gar nicht wissen. Danke. Oh, danke. Hallo. Hallo. Oh, Mariechen! Sie waren das, Frau Wulff. Herr Kolbe, Sie haben sich vergriffen. Tja. Was ist denn, Mutter? Junge, Junge, kriegst du einen stürmischen Mann? Sie nehmen mir das doch hoffentlich nicht übel. Ach wo, das bleibt ja in der Familie. Was hat er denn getan? Ach, das lass ihn dir mal selber zeigen. Aber in 2 Minuten komme ich wieder raus. Was meint sie denn? Na, das meint sie. Nun ist aber genug da oben. Macht, dass ihr ins Bett kommt. Ins Bett? Aber Herr Krawutke, wir sind doch noch gar nicht verheiratet.